Morgenthaler die Antwort. Herr Präsident, liebe alle gut. Das Hauptziel von diesem Gesetzesentwurf, den der Innenminister den 3. Juli 2024 schon erlöscht hat, ist das System von den Gemengebeiträgen an den Fonds pour l'Emploi, den Beschäftigungsfonds, zu reformieren und damit mehr gerecht für die Gemengen zu machen. Am Kader von der Gemengefinanzreform, das Gesetz vom 14. Dezember 2016, das zu der Schaffung vom FDGC, dem Fonds de Dotation Global des Communes, gefordert wird, gouf dezidiert, dass Gemengen 2% von ihren Einnahmen aus der kommunaler Gewerbesteuer, dem ICC, dem Impôt Commercial Kommunal, an den Beschäftigungsfonds müssen abzahlen. Verdelung zwischen den Gemengen gouf mit 2 getrennte Beiträge gemacht, was aber zu Ungleichheiten gefordert wird. So hun sind 2021 Männer wie 1/3 von den Gemengen an den Fonds abgezahlt. Außerdem war für eine Majorität von diesen Gemengen ihre Beitrag an den Beschäftigungsfonds mehr hoch wie ihre Direktbeteiligung im Ertrag von der kommunaler Gewerbesteuer. Dieser Gesetzesentwurf soll also nur das Ungleichheiten aufbauen, an dem sie mehr gerechte Beitragssystem angefordert wird, den auf neu und vereinfachte Methode beruht. Die Berechnung von den Gemengebeiträgen basiert sich nur auf den direkten Beitrag von allen Gemengen um Ertrag von der Gewerbesteuer, der auf ihrem Territorium generiert wird, vergleicht mit dem Gesamtbeitrag von sämtlichen Gemengen. So trägt in Zukunft allgemein auf Funktion von ihrer finanziellen Kapazität bei. Allgemein bezielt ihre relativen Anteil von den 2% vom Gesamtbetrag von der kommunalen Gewerbesteuer, was mehr transparent und gerecht ist und noch das Prinzip von der Solidarität zwischen den Gemengen respektiert. Weil sowohl Verfassungsgericht wie auch Verwaltungsgericht fanden, dass das ein aktuelles System eben diesem Solidaritätsprinzip nicht gerecht wird. Herr Präsident, liebe alle gut, ich will noch gerne chronologisch auf die verschiedenen Avien angehen, die herkommen sind. Der CVCall hat diese Gesetzesentwurf den 30. September letztes Jahr majoritär begrüßt und gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass die finanzielle Belastung für die meisten Gemengen geben zu holen und das Beitrag auch langfristig müsste sichergestellt und angeplant gehen. Chambre de Commerce wird hier zur Stimmung den 11. Dezember letztes Jahr gehen. Die Heichkörperschaft wird an ihrem Avis vom 21. Januar von diesem Jahr ein paar legistische Verbesserungsvorschläge gemacht, aber auch eine formelle Opposition. So wird der Staatsrat ein juristisch unsicher Gesetz retroaktiv zu applizieren. Als einer Depesche vom 31. März von diesem Jahr konnte der Innenminister dem Staatsrat aber plausibel erklären, welche sämtliche Konditionen von der Retroaktivität erfüllt wird. Das apart, an dem sie sowohl das CVCall wie auch Gemengen offiziell immer Zeiten informiert wird, so dass die Kirchkörperschaft an ihrem zusätzlichen Avis vom 4. April ihren Widerstand abgehoben wird. Herr Präsident, erlaubt mir, mich als Rapportrice aufzulehnen und am Namen von der CSV-Fraktion zu schwätzen. Wie vorher schon gesagt, wird den aktuellen Berechnungsmodus vom Beschäftigungsfonds zu Ungleichheiten zwischen den Gemengen gefordert. Sind 2021 schon mal wie 1/3 von den Gemengen an den Beschäftigungsfonds abgezahlt. 2021 waren 31 Gemengen, 2022 nach 28 Gemengen und 2023 nach 27 Gemengen. Am Jahr 2023 schwätzen wir also von einem Gesamtbetrag von 25,43 Millionen, den an den Beschäftigungsfonds abgezahlt ging, den aber nicht mehr für 27 Gemengen gestemmt ging. Was noch dabei kommt, dass der Betrag von mehr Wiederhaltung von den Gemengen, die abgezahlt tun, mehr höher ist wie die Direktbeteiligung um Ertrag von der kommunalen Gewerbesteuer. Ich nehme 2 Beispiele für diese Diskrepanz zu illustrieren. Der Betrag von der Gemeinde Wünscher lag 2023 bei 3 Millionen, während hier die Einkommen aus der direkten Partizipation um Erlösung des ICC so schlimm auf 1,7 Millionen belaufen wird. Die Gemeinde Weißwampe trägt 2,1 Millionen zum Fonds bei, kriegt aber nur 1,6 Millionen aus der direkten Partizipation vom ICC heraus. Hierbei darf wir nicht vergessen, dass alle anderen Gemeinden gar nicht abgezahlt werden. Dieser Gesetzesentwurf soll das als Ungleichheiten auf Basis vom Solidaritätsprinzip zwischen den Gemengen reduzieren und das Berechnungssystem mehr transparent, aber für allem auch mehr gerecht machen. Wir begrüßen als CSV das mehr große Equität zwischen den Gemengen, wo alle Gemengen sich um Beschäftigungsfonds beteiligen und nicht jang viel an anderen gar nicht. Das neue System garantiert, dass alle Gemengen nur ihrer finanzieller Kapazität zum Beschäftigungsfonds beiträgt. Als CSV begrüßt man dann natürlich auch, dass der Innenminister diesen Entwurf an Anker Zusammenarbeit beim CVCall ausgeschafft wird. Aus all diesen Gründen gibt es dann noch Zustimmung von der CSV-Fraktion. Also merci für die Zuhörung.